Regie? Sind wir mal was zu zweimal hei? Moin. Hinter der was du dann? Wei, es sind die Neuen. Okay, nein. Mal ich wissen, wie du dich fühlst, aber ich fühle mich halt irgendwie so jung und dynamisch, so... Wie wenn ich fliehen könnte. Seriös? Ich fühle mich, wie wenn ich einen Weltkrieg mitgemacht hätte. Hey, hast du gesagt, der Toten da? Inka! Nerf this! Salut und herzlich willkommen bei Luxplay. Als heutige Themen sind Battlefield 5 und Spyro Reignited Trilogy. Wie schön wäre das doch, wenn ich einen Drache wäre. Ja, fliehen zu können, immer ein Flamme dabei zu haben und die flotzen Zauberwelten zu entdecken. Hey, wer das von Stofflänger Platz kann erzählen, wüsste genau, das alles was und noch viel mehr. Seriös? Wo geht das dann? Naja, lehn dich zurück und pass so ganz gut ab. Spielt er das? So viel sich Nostalgie un. Et könnt man so viel, als wir richtig gestern gewirrscht, wo ich die Eichkehr mam Spyro Dartisenswelt entdeckt hun. Welche Schmatten geflüssin, Gegner gegrillt hun, arme einfach von dem wunderbaren Soundtrack. Dreife gelos hun. Dabei sind nur schon 20 Jahre hier. Freck. Wie Zeit vergeht. Ja. Mir weiter am Text. Spyro Reignited Trilogy als ein Remastered Collection von den Asian 3Dler von unserem Klangemofen Drach. So wie bei seinem Kumpel dem Crash Bandicoot holen sie Grund-Gameplay oder Leveldesign, wo sie schneisch geändert. Allerdings kriegt das ganze Spiel ein komplette grafische Makeover an. Wow! Gesagt das einfach nur wunderschön und fantastisch aus. Farbe sie schön satt, Spiel lebt flüssig, aber besonders schlürwenswert ist, als das all drei am echten Spyro einen individuellen und thematisch angepassten Design kreiert wird, wohin noch viel mehr Charme verleiht. Kleine Detailer, wie Gras das Feuer fangen kann, trägt auch zum Charmeaufbau von der ganzen Welt bei. Und Puristen wird Toys for Bob natürlich auch gedürt, dir könnt zu allzeit am Spiel zwischen dem Remastered und dem originalen Soundtrack wählen. Obwohl ich so muss, so beim neuen Soundtrack top geschafft. Auch neu, dir könnt zu allzeit ein Map erschalten, was der Orientation hilft, wenn es darum geht, erste Läschen Edelsteine zu kropen. Was tatsächlich am Mengen an allerdings sogar viel mehr schwer gehen als wie früher, weil durch das animiert Gras sind die Dinger viel besser verstoppt und es verpasse gerne mal beim echten Sichten den einen oder anderen. Hey, das geht das Replay Value, oder? So, ich will, dass du gerade so wenig wie dir. Mir hat gezeigt, wie kurz die Nostalgiebrille auszutun und dem Spyro pur Kritiken in den Kopf zu klacken. Nein, doch. Von statt du sich nicht will, weil... Guck dir schon doch nur nun. Oh, nee, ach, das kann die. Das geht doch nicht. Hab dich das immer? Du packst das schon. Also. Kamera fehlt sich trotz Upassungsmäßigkeiten ein bisschen wonky und also könntet für, dass der Gegner gerne mal verleiert, also du dir eine Chance kriegen, ihr auf den Deckel zu gehen. Auch verschiedene Passagen, wo der zeitlimitierte Power-Ups kriegt, können zum Beispiel, och, ich weiß nicht, ah ja, geht Mauerrennen kann gegen dich selber gehen. Und ja, ich mein dich immer da, High Caves.
So blöd Metall spannen. Ah ja, du hast ja noch die Sache mit dem Gleiten. Ja, okay. Ich weiß, Demos wird genauso. Ja, es kann auch einfach sein, dass ich alle unkompetent gesehen. Ich kann richtig froh sein, dass mein und ich die Schande, die Stehweis Brot tun, nicht muss moderieren. Von den Fluchleveln schwätzen schon besterisch nicht. Klebt mal, das ist besser für alle Parteien. Was mich aber tatsächlich am meisten auf Palmbrot hört, als das Toys for Bob die demolische Verrecklung vom Spiel nicht genutzt wird, für den zweiten und dritten Teil auf Disc zu klacken. Nö, für um Spiele muss ich ein riesen Update draufladen, den zumindest mal auf der Xbox gut 42 GB groß ist, und den um plus noch verhindert, dass da während der Installation von dem Patch über die Echtwelt vom echten Spyro können die Werte rausgehen. Und dabei ist den echten Teil auch schon auf der Disc. Zum Spyro-Singer Verteidigung trotzdem muss ich aber auch losen, das war nur alles meckern auf allerhöchstem Niveau. Collection wird mich genauso begeistert wie früher. Und das einen herrlichen Trieb an Kantität und du fängst von meiner persönlicher Gaming-Karriere. Den fehlt schon los auf fischstäbischer Capri-Sonne. Geht das sonst noch irgendein von euch so? Ne? Naja, auf alle Fall, das ist einfach ein super Spiel für Jung, Alt, Nostalgiker und die gerne wollen gehen. Alle, auf davon! Dude, du weißt Ja. ja schon, dass Spyro so ein Spiel ist. Das ist Quatsch. Es ist immer sicher, mit der nötigen Motivation, aber wenn er nicht mehr stark genug in sich selber lebt, dann ist einfach alles möglich. So wie die Upcoming Games. Gern geschieht. Nein, nicht. Den Dezember steht für dir an heute noch ein paar Knaller anzubieten, ihr dann die nächste Runde geht. Was der Kläse genau am Sack hat, geht er von euch gewohnt. Den 4. Dezember geht Just Cause 4 von Avalanche Studios aus Square Enix für PS4, Xbox One und PC und den Start. Der Rico Rodriguez mischt das gehabt, dass sich in seiner Vergangenheit soll ist unsicher. Weil bei den 4 Gängen greift Rico an diesen Teil auf sein Wingsuit, Grappling Hooks und zum Wunschgefährt zurück, für den sie zu erforschen. Wobei vielleicht auf den einen oder anderen Tornado aufpassen sollte. Ob Power Rangers oder Mobile Suit Gundam, riesige Roboter sind einfach mega. Und das will auch der Balance Egg mit Override Max City Brawl den 4. Dezember für PS4 und Xbox One beweisen. Botzt an der Story mit Aliens zu Burden oder zerstört Freundschaften am lokalen Multiplayer. Für jederin ist etwas dabei. Und E-Chaos Feature gibt auch geduld. So lässt sich Mac auf bis zu 4 Spieler steuern. Jederin eine Extremität? Octodad lässt grüßen. Die Welt X kommt mit einer frei erkundbarer Welt aus Stealth-Elementen. Dann ist Mutant Year Zero Road to Eden von der Bearded Ladies Consulting genau das Richtige für euch. Begleitung in mit einer Armbrust, ein Wildschwein mit einem Aggressionsproblem und eine Frau, die ihre Haut aus Steh verwandeln kann, der 4. Dezember auf ihrer Sicht nach Eden. Und weil es sich bei Eden genau handelt, ist noch nicht gewusst. Aber rundenbasiert und taktische Shooter mit Stealth klingt nur eine interessante Mischung, auf die wir auch schon gespannt sind. Spiele könnt ihr auf PC, Xbox One und PS4. Den 7. Dezember könnt ihr von den meist erwarteten Spieler vom Jahr, Super Smash Bros. Ultimate. 74 Charakteren gibt von Nintendo an den Ring geschickt, für sich gegenseitig aus diesem eurem raus zu katapultieren. Zur Auswahl stehen mehr wie 100 Stagen, davon allbekannter wie auch neuer. Dazu gilt wohl nur noch etwas zu sagen. Lux Play wants to smash! Für all die Leute, die lieber etwas mehr Ruhiges tun, hat die Volvo Digital mit Gri genau das Richtige am Gepäck. Den 13. Dezember könnt ihr Gri, ein Stundmädchen auf seiner Sicht und seiner Stimme auf der Switch begleiten. Es ist ein ruhiges Welt, weil mit seinen Farben und seiner Musik zu Punkten weiß. Gri lehrt auf seiner Reise neue Fähigkeiten, falls dem Spieler helfen, die verschiedene Plattformpuzzeln zu lesen, ob falls die an dieser Welt treffen wird. Ob die Rätsel doch fordernd genug sind? Das muss man noch probieren. Zum Schluss
kommen wir zu einem bisschen mehr Kuriosen. Dafür aber nicht mal ein interessantes Spiel, nämlich Nippon Marathon. Das bringt euch den 17. Dezember on YouTube Interactive, auf PS4, Xbox One und Switch. Lauft allein oder mit Kollegen über den verrückten Hindernisparcours und bewerft euch mit Früchten. Ein Partyspiel, das ihr ruhig am Abend halten kann. So, der Sager Seidel, und wir hoffen, wir konnten euch ein paar Titel schmackhaft machen. Genießt noch den Rest von der Folge, und wir wünschen euch all fröhliches Zocken. Mein Liebe gibt nicht von all Beiträgen witziges Weisen. Nö. Also News. No Release vu Bioshock Infinite hat den ehemalige Chefentwickler Ken Levine von Irrational Games sich zurückgezogen von ein neues Projekt zu schaffen. Da so für kurzem rauskommt, dass Kollegen und Familie vom Levine seinem Entwicklerteam das neue Spiel nur spielen. Ob mir da noch geschwünze Gesicht kriegen, bleibt noch aufzuwarten. Den Drehbuchautor F. Scott Fraser, der für Filme wie Collide oder Triple X The Return of Xander Cage verantwortlich war, wird Drehbuch vom Gears of War Film überholen. Gerüchte um eine Nintendo Switch-Portierung von The Legend of Zelda Skyward Sword, die für kurzem noch am Internet zirkuliert haben, gehören von einem Nintendo-Sprecher dementiert. Zum Aufschluss noch ein kleines News. Aus technischen Gründen wird der Microsoft-exklusive Crackdown 3 kein Battle Royale-Modus haben. Fuck! Zu die reinsten Hellhai! Du musst weiter schießen, bis wir Stärkung können. Das dauert noch ewig! Bis dahin, guck mal Beitrag von Billy über Battlefield 5. Auch gut. Krisch. Krisch ändert sich nie. Oder doch? Trotzdem viele Gemauls im Internet, weil Frauen spielbar gemäht kaufen. Aus Battlefield 5 nämlich ein Gamechanger. Episch a grandios Schlacht an der Kulisse vom Zweiten Weltkrieg heute op das Erderweis noch nicht gesehen. Für 2 Jahre wurde es da schon am bombastische Battlefield 1 gewesen, wie den Ersten Weltkrieg durch den Battlefield Linz ausgesagt. Natürlich ist es dann auch den Zweiten Weltkrieg drin. Und damit geht das auch im Trick zu den Wurzeln von der Franchise. Genug rundherum geschwafelt. Wer ist das Ding da lo? Der Singleplayer-Mode hält sich am nämlichsten Stil wie bei Battlefield 1, mit den War Stories, die Perspektive von verschiedenen Personen am Verlauf vom Krieg weisen. Für dich lernt den Kriegskulissen aber an einer phänomenal Summe gestehender Tutorial-Mission kennen. An der Mission Under No Flag schlüpft den an die Rolle von Billy Bridger, ein Panzerknacker aus London, den durch einen Deal mit Militär aus dem Prison freigelost wird und dafür aber als Teil von einer britischen Spezialeinheit nur Nordafrika muss, für eine Basis von der Luftwaffe zu zerstören. Zusätzlich gibt dann aber auch noch Stories zu einer norwegischer Widerstandskämpferin, 2 senegalesischen Tirailleurs, die für Frankreich am Krieg kämpfen. Und ganz spannend ist, dass am Dezember auch eine weitere Story dabei kommt, an der ihn tatsächlich als Stage Panzercrew spielt. Und das soll übrigens, wie alle weiteren DLCs, komplett gratis sein. Wir lassen das nur zum wichtigsten Teil kommen: der Multiplayer. Wie man Battlefield noch nie viel aufhängen konnte, wird man neuen Teil nicht allzu glücklich gehen. Wen aber schon immer Battlefield-Fan war, der kriegt Heimat den besten Teil von der Reihe serviert. Wie immer gehen es 4 verschiedene Klassen: Assault, Medic, Support und Recon. Während des Klasse früher zwar all schon die eigene Rollen hatten, war es kein Problem als Medic oder Recon ein Panzer zu zerstören, wenn ihn eine ordentliche Taktik hat. Deshalb goufen Klassen aber alle Guten ordentlich überarbeitet, sodass sie wirklich just eine spezifische Rolle im Schlachtfeld tun. Assault mag genau das nur dazu sich hören. Sie greifen mit Sturmgewehre an explosivem Equipment an. Recons sind die klassische Sniper-Rolle, und sind dafür zuständig, Gegner von weitem auszuschalten und für Teammates zu markieren, weil die klassische Spotting-Mechanik aus den letzten Teilen geht de lo nicht mehr. Support zu schwer MGs, die zwar aus dem Stuhl verschossen können gehen, mir wirklich präzise also nur nicht mehr, wenn ihr sein Beipop benutzt. Zusätzlich können sie mehr schnell und mehr stark Fortifikationen abbauen,
aber später mehr dazu. Medics sind immer Short-Range-Waffen, was sie zwingt, mit und Front zu gehen, für ihre Teammates zu heilen. Zusätzlich gibt die Revive-Funktion als Standard für die Klasse gefordert. Also kann ein Ablo 2 Equipments auswählen, ohne auf die Revive-Funktion verzichten zu müssen. Apropos Revive. Squadmates können sich mittlerweile gegenseitig reviven, auch wenn Medic ist. Zu den Fortifikationen. Neu ist, dass ihn auf bestimmte Plätzen auf der Map zum Beispiel Sandsäck oder Stacheldroht abrichten kann, für eine Position besser verteidigen zu können. Auch zerstört Mauern von Häusern können so teilweise remassat gehen. Am Schluss muss ich sagen, dass vielleicht ein kleiner Mangel um Maps auf Waffe besteht, mir wie das bald allmond gratis Content nur gerecht wird, ist das kein Problem. Zum Fazit also. Wen auf Online-Shooter steht, der kann bei Battlefield 5 so schnell falsch machen. Das Spiel hat eine wunderschöne Grafik mit vielen kleinen Details, die alle Map zum Leben erwäschen. Vor allem die neuen Mechaniken runden auch das klassische Gameplay gut auf und wirken nicht abgesagt. Singleplayer-Missionen sind zwar vom Gameplay nicht weltbewegendes, wir sind alle guten eine schöne Art und Weise, für die Leute hinzuweisen, die im Zweiten Weltkrieg gekämpft haben, mir am Mainstream oft vergisst gehen zu erwähnen. Deja vu, I just been in this place before. Higher on the street and I know it's my time to go. Oh fuck. Oh, das war knapp. Ich habe nicht gedacht, dass wir durch die rauskommen. Haben wir noch irgendetwas? Oder sind wir längst gebeugt? Nee, voll das fertig. Oh, Gott sei Dank. Meine Damen. Ciao.